Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallihallo und herzlich willkommen für als August-Edition vom Podcast «Los Tür schon bald rüber». Moin Marike. Hallo. Bist du Christkado schon? Nee. Anna, moin. Hallo. Du wirst auch noch nicht tun. Nee. Ich fange aber so immer Gedanken darüber zu machen, so lange ist das nicht mehr. Marike vom Moi, der Musik von der Erbest, dann vom CNCI, ja nicht Jan von der Minette Biosphäre. Wir begrüßen euch ganz herzlich für unseren Minette Mashup. Hashtag Minette Mashup aus der Weg für uns an den sozialen Medien zu finden. Und denkt daran, uns bei ihrer Lieblings-Podcast-Plattform zu abonnieren, weil da verpasst ihr keine Episode vom Mashup. Kommen wir direkt mal bei unseren Invité von heute, das ist der Raoul Petit. Der Raoul an korrigéier mech Präsident vu Velo Dideling. Ja genau, schöne guten Moien Mëttech, das richtig. Salü. Haut geht es also de Velo am Alldach, aber auch de Velo als Hobby an de Velo an enger Ausstellung. Das viel Velo haut. Fenke wir mal Raoul. Wie alt warst du, wo du dein nächste Velo kriegt hast? Wie ist das noch? Oh Freck, das ist effektiv ein gut Frau, die mich überrascht. Die nicht viel berät sind, ich denke ganz klein, schon relativ klein ungefähr gemacht Velo fahren. Den Alter kannst du ehrlich gesagt nicht mehr genau so, aber auch junge Jahren habe ich gelernt Velo fahren. Ja. Und der Velo kommt bestimmt aus irgendeinem von den Velosbutiker hier an der Gegend. Der geht da ja jetzt hier am Süden. Ja, wo ich klein war, effektiv kaufen dann noch mehr, wie der Login. Und ich denke, dass den aus einem von den Velosbutiker kommen, als halt zu Kehl kaufen da. Oder gouf mal Enobal von den ich nach erinnern an dann zu Römlingern, die mis eng von den Butiker gewircht. Ja. Wie ist dein deglichen Umgang mit dem Velo? Wie ist dein Alltag mit dem Velo? Bei dem Velo, das ist mein Haupttransportmittel, mein Hauptverkehrsmittel. Ich bewege mich alltag mit dem Velo 4 Runden. Mehr hatte 4 Runden enger Zeit Decision geholt als Familie, ein Auto zu verkaufen und durch ein Cargo-Bike zu ersetzen. Also seitdem ist der Velo effektiv aus meinem Alltag als Transportmittel mi wäsch zu denken. Ich fuhr op dabech ma Velo, schweren Kanneranschchull ma Velo, ich gin Akaffe ma Velo, anschwre noch vun AOP an wo schwunnen zu Diedling ma Velo hin an je. Okay, dat heißt, de Cargo-Bike gëtt sowohl benutzt fir Kanner ze transportéiere, wéi fir dann an de Supermarché de Cajo Wasser oder Jus oder so sichen zu goen. Genau, an oft nach einst gin die Sache verbonnen, moes Kanner an Schul, direkt op dabech an Rückfedern an de Supermarché akaffe goen. Wieviel Kilometer kannst du so den Dach? Ich muss so am Süden sind Distanzen nicht immer ganz riesig. Ne? Schwimmen zu Diedling, schaffen zu Beeteburg, das sind plus minus 5 Kilometer, alle Retour 10. Und ganz viel mehr geht da dann noch nicht. Lass mal so unter 15 bis 20 Kilometer. Also dabei kennt man das schon nicht gesagt, aber Velo gehört doch zu meiner Hauptsportart im Moment. Das ist von der Freizeit auch relativ viel Velo, wenn ich Zeit dafür fand, das ist die Kilometer kommen dann immer noch dabei. Du fährst dann aber wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem Cargo-Bike. Nee. Du wünschst die Cargo-Bike nicht, weil ich muss so, ja, die nicht größten Gewicht, Gott sei Dank hat die noch ein Motto, ne, das hilft schon, aber nee, du hältst da schon Sportsmaschinen. Okay, komm mal schwätzen ein bisschen über Velo Dideling. Das kein Velosverein für Cyklisten, die das wirklich als Sport betreiben wollen. Das ist am Anfang echt ein Interesseverein für die Utilisation vom Velo am Alltag zu fördern und zu unterstützen. Das ist ja richtig. Ja, genau, das ist richtig. Als Hauptula ist das Promotion vom Velo und dann noch bei der Velo Diedling zu Diedling und dann auch von Diedling an Nopestierfer bzw. bis an Städte rüberwaschen. Sind da wenige die dich? Es geht seit 2019, gleich 5 Jahre. Okay, Geburtstag. Relativ neu. Relativ neu, ja, kann ich so sagen. 2019, ich weiß noch, ich hatte einen Facebook-Post gemacht, wo ein Beitrag im Fernsehen kam zum, ich meine, war der Site Velo Plange, wo Demos 4 gestaltet wurden, und da war gesagt, heute wäre interessant, war noch Promotionen an einzelnen Gemengen nach gemacht, wenn du sich Leute gegen zusammenfahren, für auch Drogopolitik zu machen, für da Ideen ranzubringen. Und bei Demos, dass darauf reagiert, ging von 2-3 Leuten, und du haben gesagt, komm, machen den mal Cap, haben wir es getroffen, und du haben Demos Velo Diedling getrennt. Also 2-3 Leute Demos haut, wie viele Leute haut? Das so mehr waren mir gestartet mit 5 Leute am Komitee, los immer zu 9 Leute. Wir hatten Anfang 7, du mal das noch erhöht, bei der letzten Generalversammlung los immer 9 Leute am Komitee. Aber wir haben Members, dass wir so rund 150 Members haben. Ah ja, und das okay. ist ja. Das sind aber pur. Also du kannst du schon Interessien vertreten. Ich will mal dass von 150 Diedlinger zu Diedling bei den Mobilitätschefen gehen, dass die da noch nur lauscht.
Die läuft no ich muss so effektiv mir hun du gute Kontakt mat der Gemeinde Diedling sowohl mat am Schafferrot wie auch mat am zuständige Service wir gehen natürlich net unbedingt zu 150 oder 200 hin mehr vertreten die dann wenn aber per kontra effektiv Emultur wo man ein Critical Mass organisieren wo man mat ganz viele Leute Stiedling fuhre für opmerksam zu machen Ula ist an do kommen effektiv op rund 150 Leute wo man do Stiedling fuhren an der Weise dat man do sehen an Weise war das Förderung gesehen. Leute Diedlinge an den letzten Jahren mengenech eng ganz Reihe erfahren in der Hall an notamment auch den die grosses Shared Space am Dorfzentrum ugelöet. Merkt ihr du als Velo Diedling, dass der Mail leiderem zurück op de Velo bringt einmal der? Also bei mir gesehen, wenn ihr am Sommer op Diedling könnt für wer auch immer gibt ja viel zu Diedling zu erleben und zu gucken dat viel Leute man will unterwe sehen auch am Shared Space kann bis Leute von allem mat Unhänger Einzel wie auch immer gesehen op den Velos Stanneren die gut besicht sehen wann ihr guckt bei der Sportshalt oder bei opener Schwamm wann dann wieder gut hast die ganz viele Leute am Velo do am Zentrum sind Velo Stanneren die immer gut gefüllt sind op den Manifestationen noch an gesäiden op den Hauptachsen, wo auch verkehrsberuhigt sind. Ich denke zu Diedling den Quartier Brill, ein ältere Quartier, wo auch wo ganz ruhig war ein Spielstroß ist. Und du gesäiden, wenn noch donnerstags auf den Markt fährt, ganz viele Leute auch mal Velo fahren. Also wir sehen du, dass wenn die Infrastruktur geschaffen wird, dann eine gewisse Ambiance entsteht, dann in den anderen Matt hält, eine Masse Kritik du hast, dass Leute durchsprechen und dass da mehr auf der Velo klammer physisch für uns bewegen. Ja. Du fährst regelmäßig auch Diedling-Beteburg, hast du gerade gesagt, weil du zu Beteburg schaffst. Die Infrastruktur von Diedlinge raus an den Rest von der großer weiter Welt. Klappt die auch? Das ist unterschiedlich. Diedlinger machen, dafür du jetzt ganz viel zu Diedling, der Tisch innerhalb von Diedlinger sind relativ flottig, man will für uns bewegen, dass auch noch viel Verbesserungspotenzial besteht. Also Meinung nur. Für Beteburg geht ganz gut, du go für Jahren ein separate Velosweg geschafft, wo der neue Rampe gebaut gouf, als du da lernst, dass es gebaut gehen, wo dann tun sie direkt proaktiv matt geduld. Lass mal so plus minus ganz proaktiv hatten sie matt gedurcht wenn sie Demos ob direkt im Weh der Tisch matt an der Rampe matt angebunden hätten da über irgendwer wo der Lernsch geht Märten du hast gewünscht dass wir ein bisschen ernst hat das können stattfand aber wenn so von der Tisch der WD besteht aus gut dass es separate Weg kann den neben den Nähe führen wann ihr will der Tisch kann noch mal nicht schwatzen da so ist der sozialen Aspekt wo du also immer ganz fisch dass auch Leute auf der Velo rüberhält ja. Genau da muss ich nicht immer an den Nähe fahren wie das auf der Straße oft mehr sicher ist und voilà, die Straßeninfrastruktur gut du nutzt noch Leute weh ob nopisch Gemengen wenn ich auf Kehl kommen also man gut gehen zu viel Stecker wo nicht ganz sicher kann fahren wo ihr einen halben Straße könnt aber wo dann aber Leute echt der Zecke für die Wehr zu fahren ich denke also nopisch Gemengen Beteburg gut für den Rest Verbesserungsmöglichkeiten. Vorher ist keine Infrastruktur, oder? Ganz genau, ja. Das geht nicht durch, wenn du so du hast ja ganz viele Straßen unter Hause, die weiß gestrichelt Linie am Velo dran, riert längst neben den Parkplätzen, die suggeriert Velosphäre quasi. Bringen die etwas oder? Ja, also effektiv, vorher war es keine Infrastruktur, der Tisch mir, also als Hauptforderung als Velo Diedling von Infrastruktur geschafft get soll net am besten separat Velosphäre sind der Tisch getrennt vom motorisierten Verkehr vom Auto für allem das aber so dat op viele Plätzen das hat nicht einfach auch noch nicht schnell möglich so dat ja du Unterschiede geht wann lo an verkehrsberuhigten Kartien Piktogramme mat verloren opmut denke man schon dat dat Aufmerksamkeit schafft dat de weist du könne will fuhren oder das eng Hauptachs wo méi in der Wesinn noch kann war du dabei ist dann natürlich aber auch wie Stadtstro so irgendwann aménagiert gët Autos vor einfach Dr ugelegt geht einfach milieus op de Plätzen zu fuhren wat kontraproduktiv also effektiv dat was du beschrieben hast van einfach en Strichlandcht Autos Parkplätzen gemoldt gëtt a wo en der menggt okay hallonische Wëlos weh geschafft, dat gëtt er noch oft als Wëlosfee betitelt an der hunnech effektiv es gemet wat echt der kontraproduktiv ass so dat man do denken dat soll die Silossen mit soll de wegg Infrastruktur schaffen och wann de Tanzus méi lang dauert an sech dann einfach die nedig Zeit gehen. Location vum Moment. Man sinn
Nicht zu Diedling, wir sind zu Kehl, du hast aber auch eine Tasche mit Kehl, du hast das ja schon gesagt, du bist am Anfang aus dem Kehldal, du bist hier abgewusst. Und wir sind an einem Platz, wo auch Marike ganz viel Taschen hat. Ich bin halt attachiert. Ja, und ich muss dich verbessern. Wir sind zu Dating und nicht zu Kehl. Wir sind an der Gemeinde Kehl. Dating. Das ist der Kehler und der Datinger, die man da größten Unterschied hat schon doch mittlerweile gut gelehrt. So Kehler lauscht noch Tatinger du ganz aufmerksam no denken. Ma ja, wir sind am Museum zu Dating. Und wir sitzen gerade am Wirsel-Ausstellungsraum vom Museum. Und Anna, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was du so gesagt hast. Ich gesehen Veloen, ich gesehen Kapen, T-Shirt, also nicht T-Shirt, wie nennt ihr das schon mehr? Trikoten, so cool Velohockeren, wie hast du die genannt? Das sind Völlhockeren. Völlhockeren. Auch von Velo-Diddling mit geschafft. Ja, die sind cool. Und ja, nee, ganz flotter Raum. Das ist ganz Also ich gesehen Apps, was mich fasziniert. Wo ich wieder drunter durchgegangen sind und ich fand das richtig flott, dass er da tut, den einzigen Weltmeister-Trikot, der jemals ein Lützeburger Cyclist oder eine Lützeburger Cyclistin gewonnen hat. Das ist tatsächlich eine Cyclistin und Ja. dafür ist es doch extra cool. Das ist ein Trikot von Elsie Jacobs. Dem am Rehbau, den ja haut nach immer der Rehbau drauf hat, wie damals schon, wo Elsie Weltmeisterin ging. Ja. Das war also wirklich wichtig für ganzen Ladies-Eck zu schaffen. Weil sich während so vielen Domänen dann aber auch fragt, what about all the girls? Wir sind dann halt Frauen, wir sind dann halt Ladies. Weil sie fuhren auch ganz gerne Velo. Und da gibt es eine riesen Geschichte, also da kann ich den ganzen Podcast darüber erzählen. Mehr Frauen fuhren allgemein auch Männer Velo, wie Männer. Statistisch ist das bewiesen. Auch wenn es dem sozialen Aspekt an Security ausspielen. Das ist aber etwas, was dann noch hier an der Ausstellung Velocité la Vallée des Champions belichtet wird. Genau, ja. Das ist eine ganz lokale Geschichte, weil der Ausgangspunkt waren am Anfang die Vereine oder den Tatinger Verein Le Cyclist 23 Tating, den für ein bisschen mehr wie 100 Jahre gegründet ist. Und der Velosport war hier immens wichtig. Auch ganz viele Leute waren hier irgendwie mit dem Velo assoziiert. Das ist aber nicht alles, was da am Museum zu entdecken gibt. Wo man schon ein Jahr heißt, komm, da machen wir ein richtig Reklam für das Museum. Ja, ganz gern. Das Museum ist direkt an der Annex von der Schunkfabrik, das ist verbunden. Teil von der Schunkfabrik ist noch mal dran. Und es geht halt um Klangindustrien rund um Schmalz. Von der Steinzeit, Geschichte vom Kehldal, von der Steinzeit bis heute. Und natürlich auch über die Schunkfabrik. Da mal der verbondenerem die Arbeiterbewegung. Wir haben zum Beispiel also lokalen Halt, Jean Schortchen. Mir wird ganz flott, dass wir eben diese schöne Wirsel-Ausstellungsraum haben, wo wir ganz unterschiedliche Ausstellungen organisieren und dann auch einen ganz flotten Kanner-Ateliers-Raum, wo die Klassen pädagogisch Atelier machen. Rund um Eisen oder auch rund um Männer? Rund um Thema Arbeit, Eisen, Minen, Kunst, Velo. Also lo werden sie lernen, platte Pneu zu flicken, zum Beispiel. Cool. Da kann immer mal helfen, wenn du dann mal Velo in der Weber und du weißt, wie du deine Platte selber flicken kannst oder Raul. Ja, also das wissen, dass ja, wo ich froh ist von den Tod, von dem bis ein platt lebt. Und etwas, also effektiv ganz viel Wissen, nicht immer kann auch wissen, nicht unbedingt für eine platte Fleck, pardon. Und das Medium, wenn man kann, möchte immens viel Spaß, ne? Für du selber Hand zu lehnen, und du willst, was ja flott ist, nach etwas, wo ich selber kann, so Sachen flicken. Es gibt ganz viele technische Sachen, die man am Alltag nutzen, wo man nicht mehr können selber zu schaffen können. Die ist nicht mehr abgeschraubt, Chris. Voilà, genau. Ja. Ich denke, dass pressieren noch kann, wenn sie kommen. Ich ging bald darauf wetten, dass ihnen das ganz viel Spaß macht. Es gibt auch immer mehr so Bike-Repair-Plätze oder Assoziationen, lo ganz nahe das Haus vom Velo, bald zuerst vor in Momba kann gehen und dann kann so ein hey. Genau, kannst du Lunch gehen und dann kannst du noch den Velo gucken lassen in der Begleitung, kannst du selber du schaffen, kannst auch gewisse, wie es geht, weil das nicht schlecht, verschiedene Sachen selber zu wissen. Ich
kann du als Erfahrung schwätzen könnte man mal etwas unwollen und also gut also auch selber kennen zu flecken. Question. Kommen wir zurück ob ein klein Arbeitsfroh du fährst man will ob schaff Ja, was schaffst du so Ich schaffe als Schulmeister zu Beethoven. könntet viel dass du auch über die Welle schwätzt Mathe kann Ja doch also wie das dein Thema als mich selber persönlich ganz viel interessiert gucken ich auch für das natürlich mein Kur mal dran zu bringen ja für den Tür kann nach vorne zu gehen auch für die Weise von Beethoven Diedling weil du eine gute Verbindung hast wo noch mal aber eine große Gruppe kann relativ sicher oder sicher vor wann den zu genug raus für zu enkadrieren ja und dann eben noch die Atelier von denen du geschwärzt hast auch schon mal bei der Schulgebäude vom Medikationsminister gibt effektiv auch ein Projekt, den sich bisher cool nennt, wo sich als Schule melden kann, dass ja, wirklich ganz gut Leute bei ihnen an die Schule kommen, wenn ich sich nicht so sicher ist mit dem Thema, die da können weiterhelfen. Und da geht es ja auch skolär, du wärst du dann noch den Fangerin zu Beethoven mal am Spiel, ne? Nee, tatsächlich so nicht. Okay. Ich da mit den ein bisschen kleiner wie so geschafft, das ist ja für dich dann am Cycle 4, du hast Club skolär, die immer für den alten Angebot gibt. Das nächste Jahr dann mit meiner Klasse fertig geworden mit Club skolär von doch zu Beethoven statt ja also Meinung noch für Velodilingen ein wichtiger Moment wir müssen allerdings auch da so dass ja selbst was immer im stattfindet soll ja noch immer im weiterführen einfach das Wifi machen ging mir interessant von wie viel kann auf die Domatuellen die Spaß im Velo beibehalten wie viele da noch auf die Straßen rumgeseit da ging mir als Wünsche wann dat die Infrastruktur fehlt kannner als dass ich schon die Kanner viel mehr geguckt gehen dat die Kanner die dort skolär machen die gewisse kriegen wie gehen ich am Straßenverkehr eins an aber trotzdem kann ich so gut eins gehen wie will wann den als Kant zwischen denen ganz vielen Autos unterwegs viel den sich nicht sicher an du misst nach Verbesserungen weiter geschehen eben. Also das war so eng Manifestation eng Lützeburg Manifestation mat Tradition also, absolut ja, ja. Se schon mat gemerk ich auch kein Sponge mehr. Genau ich kann mich auch nach gut daran erinnern Demos immer nach der Police ja immer nach der Police Datli gemäht voilà, sind dann op das Final gegangen dass du ein bisschen ernst mehr ja das ist vertanke bleibt ne? Ja. Muss ihn aber so dat je nachdem wo hast nicht da kann auch an dem Mal unbedingt können wir führen das auch du wie für uns als Schul ja die kann er zu weisen was den alles man will kann weil das aber so dat macht dat echt Transportmittel wo ihn als Kant so die bisschen wie groß Welt kann entdecken bisschen unabhängig quasi genau wo ihr noch ein bisschen wie weit könnt wie so sehen vier dir ne relativ schnell auch ne an der will auch dafür die als Kant du brauchst nicht mehr Eltern die mich dann du hin feieren die den Führerschein und du kann selber führen an ich kann bisschen mein Kartier oder drum rundherum besser selber entdecken. Das überhaupt das Velo Symbol für Independence also Frage kann er ja jetzt sind an der Vergangenheit viel mehr Leute op die Schaft gefahren mit ihrem Velo Polizisten zum Beispiel der Bäcker Jan du hast für Drohnen erwähnt der Briefträger genau der Briefträger wir waren die Jan war am Gang sich tagsbo ein bisschen umzugucken und du hast so eine persönliche Connection. Ja mein Bob war Briefträger an war ganz höfrisch wo dann an de 50er Joren sein echte Postvelo krit huet. Dem muss als Post am Velo ausgedroe gin an net am Auto hin hat Tourni zu Niederkur wo dann Rob an de Fan de Gras gouf zu Niederquartierle op. An das 2 Molden der Post ausgedroe gin der Tisch hin as 2 Molden der zu Niederquartierle opgedreckt wat jo Orlo mengene Schnitt I vun denen einfachsten Hivelen ass die ma ha an der Gegen tun. Na doch kein Motto ne die Zeit sind so nie Motto drauf und ich change nie Motto. Ja dat war richtig froh vun de Velo bis hat weil das viel miséier gange fir Tourne fertig ze kree wie am Ufang vun noch missen zu Fos die ganze Weme. Wow. Dann erzählt er es bis mich spät bist mehr über Schmalzabster weil die sind auch viel Mass ob da habe ich gefuhr ob Schmalz man will persönlich fand ich jemand ironisch dass sie Lorem bald Leute muss motivieren man will ob schafft zu fuhren weil Demos Transportmittel Nummer 1 war mit Gött zu schon bessere Recherche gemacht und Gött ein ganz neue Initiativ Ralf kannst dir wahrscheinlich auch Go Velo, der ist Ersatz der Aktionen von Tour Dudorf am Velo op Schaff oder an Schul. Kannst du als darüber etwas erzählen oder? Bei das Aktion effektiv die du 2 Ersätze beschrieben hast und du geht dem drin sehr effektiv Leute zu motivieren de Velo zu für die Inseltrage zurückzulehen. Du kann ihn dann noch
ja mat enger App eben seg verschieden Tragédien androen an iwwer DW wann rich dats eng Provelo also doch mat am Ku fir dat ganze mat ze lanceieren. Wohin dann sech als Gemeng auch kann drin assoziieren an dann noch verschieden ja, Encouragementer ginn mat Preis an so wohin dann du ka kree wann 10 Kilometern du andreht. Ich hat gelesen, dass lo am September die echt offizielle Edition rauskönnt beim Thema an 42 stehst rund um die Welt, wohin dann ja selber irgendwie kann gucken, wie viel Mal in rund um die Welt gefahren wie An 42 stehst. ja. Das so Lang oder am Team so dat auch mal am Team gewircht der Teil kann ich mal anderen alliieren Mengen auch noch immer am Team lang sind 42 stehst mengen also ich net also für mich nicht, an 42 stehst ja also für mich nicht ein Ultracyklist am Land in diese Ideen ganz verrückt sagen möchte wir vielleicht einen Challenge wie da ja, aus der größer weiter Welt können wir vielleicht dann aber zurück op Tating kommen. Richtig, Marike? Ja, richtig. Geseist also Schläge bei. Ich wollte zwar nur etwas noch einmal verbunden mit dem Velo erzählen, mit also ein bisschen kompliziert. Ich habe nämlich schon gelesen beim Ministerium der Mobilität. Das ist ganz interessant, did you know? Dass am Anfang alle Deplacementen, die wir so am Alltag machen, 4 von 5 von diesen Deplacementen Männer wie 5 Kilometer lang sind. Okay. Voilà, da gibt es doch den Plan de Mobilité 2035, wo ganz interessante Statistiken dran stehen, was für ein Deplacement die Lützeburger generell machen, hauptsächlich für Obschaff. Und 4 von 5 von den Deplacementen sind Männer wie 15 Kilometer und die meisten nicht mehr wie 5 Kilometer. Das heißt, theoretisch kennen den aber noch, weil bis mir oft die Wolle holen am Platz vom Auto. Ich denke, das viel gewünscht ne, dabei Ja. für wat, oder für wat ganz viel Leute absahnestulle wie die Wolle oft den Auto bald gi noch ganz viel Tragik trotzdem einfach zu Fuß gemäht, de net vergisse méi den Auto geht effektiv ganz viel geholt Meng ist gewünscht, aber für gewünschen ze andere Wesen das ist nicht so einfach und du braucht viel verschiedene Faktoren. Trotzdem se den awer wann mat de Leute auch schwätzt, die der Vakanzmän an Holland oder an andere Länder oder an Holland für allem wo de Wëlle ganz verbret hast, die dann du immens froh sie fir Wëlle zu fuhren, an die dann träger plötzlich komme so wie cool war dat du ich komme min Kanner relax bei de Bäcker fuhren so dat mir als Philodieling denken, dat der doch hei sech ka verändern méi braucht Zeit an muss Leiit mat trappen an muss sich aber auch Sachen an die Infrastruktur verändern. Ne? Wie verwünst du dein innere Schweinehund für unzufänke Wëlle zu fuhren? Also für uns fängt Wille zu für als Transportmittel so Ja. Aber du hast im Moment relativ einfach weil den Deal mit meiner Frau ist für Oktober zieht ein Auto und da bleibt für mich nach der Wille okay einfach aber am Anfang wo wir hatten aber lange auch 2 Autos und dann habe ich trotzdem die Wille geholt also das so wenn in deine Zeit schon mischt stellt den ich kein froh mehr das einfach so gewünscht gehen der dich so in halber Tränen in Strebung sind die Karo ja lass ich weiß aber auch gleichzeitig statt der Stau auf der Strecke Diedling-Beeteburg immer ja, ganz unglücklich ist, so dass ich dann so 10 Minuten brauche, heinz so eine halbe Stunde für da ich dann noch zurückführen allem, so dass ich mal kein Froh mich stelle, man will brauche ich eine Viertelstunde maximal, ich kriege einen Parkplatz direkt für der Arbeit. Ich muss nicht sicher. An der Sonne gratis? An der Sonne gratis, genau. Ich meine, ab meine Gesundheit, so dass ich für das mal kein Froh mehr muss stellen, ehrlich gesagt. Mir das heißt, egal wie ihr wieder der Raul fährt, man will abschaffen, auch wenn es stürmt oder schneit, an gruselig nass Kerl am Wand aus. Ja, tatsächlich, effektiv. Ich bin noch eins, was mich ein bisschen verbrüht, dann noch letztes Jahr, wo dann klar ist, weil das soll ich nicht machen, den Velo rausholen an dem Eis vor mir. Ich wollte einfach beweisen, dass ich am Velo Bete bekommen hast. Du sind aber neben dem Velo getrippelt, muss ich zugeben. Mit Salz. Mit Salz, nicht gerade, ich bin nicht drauf gerutscht, habe drinnen süß den Kopf gerisselt. Aber das so als Anekdote, aber ja, in der Regel, egal wie viel du hast, wünscht du Velo. Ja. Wir waren nicht bis Velo sitzt und dann einfach die Wand an den hohen Hut oder die Freiheit und die Gesundheit auch, weil das auch für die mentale Gesundheit immens gut. Mega gut muss so, weil auch von da habe ich Tricks von halt so Leute, hast du wirklich schluss auf der Velo heute klammen, tränt du bei und stürmt, dass du was Platz nass, wenn du heim kannst, du dienst auch eins aus Drehbox da nicht dünn oder so ein Schei, du schallst doof. Du fährst den 4 Stunden, kannst du den Mund halt sagen, Dusch. Mein Gefühl sieht man, wir sind einfach Mann, von mir Leute einfach gerne machen, dann
gibst du relativ schnell merken, Ja, ich meine, denke, gelesen zu haben, der so gewünscht den anderen, den über eine gewisse Zeit, ich weiß so nicht mehr genau dünn zu werden, wenn er nicht 40 Mal gemäht hat, dann ist schon ein bisschen, da kann er irgendwann zu gewünscht gehen, dann stellt er sich kein Froh mehr und dann gehört er zum Alltag für andere Sachen noch. Ja, das kann ich auch vielleicht einmal die Woche man Velo op der gehen und dann dat progressiv steuern muss net radikal von haut okay ich voll all man Velo. Nee genau, weil wenn dat so zählt, dann hätte Sünden so verrückt, wer möchte den du. Ja. Aber ich muss so, ich kann noch Leute, die nicht so effektiv auch der gut Velo gefahren sind, die irgendwann probiert tun und dann auch für allem dann am Sommer mal gemäht haben, und wieder gut, also muss ich anfangen. Ne? Und dann mir den okay, heute geht mal gut. Und da kann ich nachher immer, wenn Tränen ein Auto holen oder zäh den, hey, ich probiere und dann noch einkehren und dann Step by Step. Ja. Ein am Rehen und dann merkst du, du bist einfach nicht als Zucker. Das ist aber nicht so schlimm, genau, ich will sie nicht. Mimi, so man will ob Schaff Auto mal große Promotionskampagnen, früher war das normal. Ja, komme mir ein bisschen zur Geschichte vom Velo zu Lützeburg. Wenn ich studieren aus dem Velo zu Lützeburg für allgemein bis in Europa an 19. Jahrhundert kom, de Velo stung demos für den Fortschritt an mir eine große Mobilität an Independance bisschen. Mit der Industrialisierung von der Produktion sind Preise auch progressiv hochgegangen und der Velo geht zum individuellen Transportmittel par excellence für alldägliche Deplacementen. Somit erschenken auch die ersten Velosgeschäfte zu Lützeburg, weil wenn ihr ein Velo kauft, muss ihr ja richtig, also kriegt ihr ein Velo einfach so auf alle Eck. Die meisten von Veloen haben auch Motocyklette gehabt, also gut Bitzmaschinen verkauft. Am Anfang war ein bisschen von allem bisschen, ja. Also tun schon meine Recherche von. Du hast zum Teil Haut nach so Geschäfte, die sowohl Bitzmaschinen wie Veloen an Motocyklette verkaufen. Ja. Okay. Zu dir verdenken also Boutique. So ein Traditionsboutique, den doch schon ewig gibt, uralt. Und du kriegst immer noch dein Velo an den Bitzmaschinen, an Entretor den Fritteuse. Man kann ja auch. Ja, meistens hat die Boutique noch ein Atelier, wo die Reparationen gemacht konnten gehen, und wo die Accessoires wie auch Einzelstecker verkauft wurden. Und war nämlich nicht immer wichtig, ein Velo zu besitzen, sondern auch eben anscheinend zu erhalten, weil damals war der wichtigste Invest trotzdem. Weißt du vielleicht, Raul, wen von den ersten Velosgeschäften heute zu Lützeburg war? Von den ersten. Zu Asch vielleicht? In zu Asch? Ich tasche mich schon mal rund. Nee, also schon den echten Club, ein Geschäft. Steht das in der Ausstellung vielleicht? Ich lese gerade. Velocipede d'Amboise. Nee, da steht es nicht. Also, man es nicht auf dem Panneau. Nee, ich weiß nicht. Noch Menge Recherchen war von den ersten Velosgeschäften an der Stadt, an der Rue de la Porte-Neuve, 1989. Und da war 1989? Pardon, natürlich, 1889 von François Shannon. Da kommen noch die echten Velosfabrikanten. Hat mehr Velosfabrikanten hier am Land? Ja, Mondial. Ja, okay. Ja, das sei in der Ausstellung. Schon den Oscar Burnot von Dickrich, 1896. Das war ein bisschen vor meiner Zeit, ja. Ein bisschen, ne? Und der Leon Hugo zu Uselding, 1909. Mich spät, 1929, gründeten Eugène Becker eine Velosfabrik zu Hollerisch. Und dann ein letztes wichtiges Datum, und du kennt ihr vielleicht Marc, ich weiß aber nicht. 1938 gründen de Battinus und de Marcel Pleimling die wichtigste Fabrikation von Velo zu Lützeburg, und das Marc Olympia. Ach, ja. Ja, Olympia, das wollte ich am so nicht Mondial Olympia. Der steht da auch an der Expo. Voilà. Also, wenn man gucken kommt. Nein, das ist ein Olympia. Man kommt auch zurück zum Velo, man Velo auf Schaff. Also jahrzehntelang war der Velo auch der dänische Begleiter von verschiedenen Schmelzarbeiter. Das finden wir auch an der Ausstellung raus, anhand vom Personage de Jean. Und da geht auch ein bisschen über so den Alltag von einem Schmelzarbeiter geworden, mit dem Velo. Das ist der Neues gehen von der Woche Wecker geschaltet, dann sich fertig gemacht, sehr ein Kuh an der Grab, und dann auf der Velo zack Richtung Schmelz. Weil das waren meistens immer also Deplacements von 10 Minuten. Und ja, und dann am West der Ruckkom goufen nun eine Gruppe gehangen, neben einer Veloen, und da schicht dann noch nächstes Mal am Velo heim. Ich bist so wie du, ich weiß nicht, ob Schmelz. Ja. Me ja, demos gouf de Velo aber nicht aus umweltliche Gründen benutzt, mehr einfach weil es billig und bequem war für Kurzstrecken. Zum Schluss und da bestand dann einfach auch mehr dann zu Mobilität tendiert. Das heißt, Haut gingen sie dann ein Elektrovelo wählen? Wahrscheinlich.
An Demos hatte sie auch hier kleine Bären und oft also kein Halmer, kein ja. Nee, dazu kommen wir lo. 2019 gouf zu Dietling iwwer dem Wasserbassin fir dem Stadthaus eng Skulptur vum Dietlinger Künstler Armand Strachan geweiht mam Titel mam Wëlle op Schaff. Dummer der wollt en Hommage und all die Schmelzabster machen, de am Wëlle op Tisch gefu sinn. Sin am Fong 12 3 Meter heich Figuren vun Cyklisten, also Schmelzabster, mat engem Berry, mat eng Proviantsack. An Farbe blo, rot an orange stehen halt eben, also de blo fir blöde Travaien, d'Erbeskleedung, de rot fir d'straldige Schmolzers an orange fir de racht. Voilà. Und da kann aber noch ein anderer spannender Punkt, den wir auch für drunter angeschwärzt haben, das ist der weibliche Velosport. Der weibliche Velosport war nicht immer so gut gesehen. Auch Frauen, die damals Velo gefahren sind echt als unweiblich betitelt worden. Und sind oft am Schiert von ihren männlichen Kollegen gefahren. So was auch dem Elsie Jacobs ergangen. Wir hatten den 30. August 1958 die erste Weltmeisterin vom Cyclismus gehabt. Hat das damals für den UC Dippech zu Reims ugetruden, war bis dato noch unbekannt. Das hat ihn auch an der Presse gesehen, weil es just Devals, also Government Devals am Artikel hat geschrieben, der Fokus war wirklich auf den Charlie Gaulle. Den hat allerdings missten durch die Starkhitze auftreten, also hat dann der Fokus auf einmal beim Elsie Jacobs. Voilà. Und hat so du. Ja, ich wollte sagen, dass wir bis heute manchmal am Anfang so, dass für ein sportliches Niveau Frauen am Velo nicht die Stelle wert kriegen, den Männer haben, an denen sie wahrscheinlich aber verdienen. Wenn ich gucke, zu Lützeburg, als große Profiskursen hast du Tour de Luxembourg, du hast einen Flèche du Sud am Novus-Bereich. Das sind alles Männerkompetitionen. Aber du hast den Grand Prix also Jacobs, den über der PD geht mit. Das also am Anfang so eine richtige Tour, wo freie Kompetition hier am Land Heischliefe gelost gibt, geht es leider nachher immer nicht. Was ich auch ganz spannend fand, ist, dass am Anfang die Box für die Frauen auch verbunden ist. Mamvelo, weil die echt Frauen, die Velo gefahren sind, haben sich selber hier Boxen gebitzt am Anfang, für können Velo zu fahren. Und dadurch ist die Box für die Frauen entstanden. Und ihr sie Boxen unhatten, sind Frauen, die Velo gefahren sind, weil es war aber noch ein gewissen Klasse, eine Miheisch-Klasse, die dann aber dürfte auf so einem wie ist die alle? Die am Heigerad 4. Hatte sie so einen Mechanismus entwickelt, für die Schippen herabzuzeigen, sodass sie nicht durch Trieder kommen. Kannst du vielleicht noch einer weibliche Velosfahrerinnen nennen? Ja, bei Christine Majeros an der Zeit war ja ganz viel, war da so los Ende von seiner Karriere. Ja, und dann Maurice Schreiber, war im Moment auch ganz gutes Resultat da möchte. Ja, ging da sicherlich nach. Ich muss auch so ja, das sind immer die zwei, die mir als an die Cup kommen, wenn ich in der letzten aktuelle will es Freisport. Ja, an die Ausstellung gucken kommen, für ein bisschen mehr Geburt zu gehen. Ja. Quirky Question. Okay, Raoul. Bisschen zu einer anderen Frage. Wenn du ein Velo kennst, wie ein Velo wärst du? Das ist ein bisschen witzig, weil die Frau wollte ich auch gesteuert. Wenn ich Velo kenne, wie Velo will ich sehen, ein Gravelbike. Solid? Ja, solid, aber liegt an Obalterra daheim. Das heißt, mit dem ich bald überall Kaffee bewegen, sowohl an den Bergen wie am Flachen, mit einer ganzen Übersetzung in Schmengende Gravelbike will ich da sehen. Ja. Das ist natürlich so für an allen möglichen Lebenssituationen durch den Terra zu kommen. Also ein bisschen so den Trendbike am Moment, auch wenn ich an den Tour de France finde, sie mir zurückdenke, wo sie die enge Etappe hatten, wo sie quasi alle am Gravelbike unterwegs waren, weil sie 50 Kilometer über die Krasi gefahren sind. Das klingt wirklich ganz am Sinn von der Zeit, die Gravelbike. Ja, effektiv so als Sportmittel, also wenn jemand Leute schwätzt, sind da kann den da immer mehr die Genre Gravel. Ja, das ist halt cool, weil effektiv auch an der Woche, wenn es da am Süden in der Weber, also auf der Straße, die wenn den als klassische Kursvelofahrer Sportler dann wenn immens viel Verkehr tatsächlich auf der Straße in der Tisch überall in der Weber, muss im Stur bleiben, muss lernen, den Verkehr vor dem Auto überholen, aber oft relativ no. An am Gravel hat den Möglichkeit, auf der Straße zu fahren, gut führen zu kommen, und dann eben noch auf der Schotter, auf der Feldwehr, wo doch ganz viel ging, und dann sich aber mehr weit wie so den Umkreis rund um Kehl, Tating, Dietling zu bewegen, Kilometern zu machen, so ein bisschen wie man deinem Kursvelo. So. Anna, was für ein Velo wärst du? Ich meine, ich wäre gerne ein Tandem.
Da mis Schnee lang durch Schlewe fuhren. Ah. Also schön. Den ist gut. Also will der bestimmt noch wissen, wer ihr Valuage geht. Ja. Ich meine, so richtig schicken, coole BMX. Wie Stemos ihn hat, als kleine Bof, was so richtig Spaß gemacht hat. Was auch richtig anstrengend war, weil kein Changement drauf und du hast wirklich mussten drücken. Mir das hat einfach Spaß gemacht. Und du, Marike? Ich meine, ich müsste bei meinem klassischen holländischen Velo bleiben. Also einfach, wo noch Rücktrittbremse aus, wo du heisch sitzt und einfach platt immens gut fährst. Das ist nicht über die Jahre viel verändert hat. Das ist noch immer derselbe. Mein Baum ist mit derselben Stärke gefahren wie ich. Ja. Das heißt, die war auch sehr gut. Die war super. Also ich fahre wirklich nach meinem Velo von meiner Boma. Ah ja. Und den ist schwer, also das muss ich schon pedalieren, mir wenn nicht platt ist, da geht er wirklich schnell und sitzt der riecht und voilà, du hast Platz für dein Kirchschiff hier. Und Raul, du hast über den Gravel geschwätzt, du hast aber bestimmt auch ein Mountainbike am Keller stehen. Ja. Ja, und du bist für eine Reihe Jahren einkehr. Ich will so ein bisschen auf den Naturaspekt kommen. Du bist für eine Reihe Jahre einmal mit Mountainbike durch Stalpe gefahren, zusammen mit deinem Kollegen. Ja. Wie viele Kilometer waren das? Das war eine Woche, das ist schon ein bisschen hier. Ne? Das war eine Woche und das waren, wenn ich mich richtig erinnere, so rund 80 Kilometer den Tag. Ja, 450, 500, ich meine 480 Kilometer müsste das gewesen sein. Kilometer per Konto ist nicht immer das so, also Mountainbike, das ist dann nur auf die Meter an den Alpen, mehr als 4 Kilometer. Weißt du dann noch wie viele Meter es waren, oder du hast das well verdrängt? Ja, ich meine schon, das war verdrängt, war von Tag zu Tag immer mehr sauer gehen. Aber so zwischen 2000 und 3000 Meter den Tag, das kann ich mich einfach noch erinnern. Das ist, ich meine, rund 18.000 Meter dann über die Woche geguckt, ja. Du bist ja wahrscheinlich schon nicht just über die Straße gefahren, aber ein bisschen so durch, über mich Klangwehr, wo du mit dem Auto nicht hinkennst. Hast du da so Naturerlebnisse, wo du siehst, ja, das kannst du just erleben, wenn du mit dem Velo vakanz musst? Ja, doch, absolut. Also das eine mega cool Woche gewesen. Ich eine Woche für aufzuschalten, alltag Velo, und alltag an der Natur Velo. Du hast größtenteils Sporte Wehr, an op den Naturpaten, an op der Wehr, die an der Stalpe gefuhr was mit der Vue, die der Hase op Seedienste gesehen hast, Gipfel von der Bierger, 3 Zinnen, das ganz viel durch Italien gegangen, auch an ja, also mega schön für aufzuschalten. Du warst auch teilweise für dich lang, weil das auch speziell auf dem Velo, du kannst schon nicht, auch von der zu 2 war, das wird immer schon Sicherheit gehen, du hast immer einen dabei, wann etwas gewirrscht wird. Aber du musst einfach länger Pedalen drücken. Das heißt, du kannst dich wirklich mit dir selber beschäftigen während der ganzen Woche. Und das war, ja, war super von der Natur aus und auch von meinem Erlebnis einfach. Du hast 13 nur geschwärzt, die haben wir hier am Süden nicht mehr. Wenn du heimmal so Velo fahren gehst, könnt ihr doch für, dass du irgendwo an Naturgegenden von unserem Biosphärenreservat, also Minat-Biosphäre fahren gehst. Ja, also hier würde ich auch effektiv mega schön Dealer, wo du kannst mit dem Velo fahren, noch mal Mountainbike dafür in allem. Ich denke, du hast von Diedling, ob Tag darauf, also die klassischen Tour, wo ich dann auch ganz viel lang oder mit Kollegen unterwegs war, die letzten Jahre, ob der Hart mit dem roten Minat-Steindienste gesagt, ob der Platz, wo der Minat aufgebaut wird, wo du wunderschöne Landschaften effektiv hast, für zu fahren, rohe schwer, wo du ganz gut kannst fahren. Wo du ganz flott wär im Internet findest für zu fahren oder eben noch verschiedene Plattformen wie Strava, wo dann bei Kollegen sich die Karoflöden, der Lallinger Busch, dann über Schöffling, dann ist auch so ein Platz, wo es der ganz flott Descent, und das ist so etwas, was beim Mountainbike mega Spaß macht, wenn du bis Ruppe da lehrt passt, dass du einfach kannst wohl ein Kabinett schlafen lassen, wo du ganz flott fair hast und dann eben noch Richtung Asch. Also das ist den von Diedling aus die klassischen Tour so für mich, wo ich ganz gerne fahre. Also von Diedling über Herder und aller Grund anderen zurück quasi. Genau, bis bei Leisure Weieren, aller Grundo und dann über Tating, ja, dann über zurück und dann über Tag zurück auf Diedling, über die Biersch. Das sind die klassischen Tour. Also. Ich meine, das Flot ist, du kannst es relativ einfach fahren. Du kannst aber ein paar mehr anspruchsvolle Abschnitte da dran integrieren, wenn du das beherrschst. Ja, absolut. Also
ich weiß nicht wie war die Lastüren von ich immer Mann der technisch Sache geruf wie du gerade beschrieben ist mir du hast von allem du hast Bretfair wenn du siehst halt du willst einfach ganz flotten Weg wo du nicht so auf Technik musst konzentrieren du kannst auch der Soundruf wo du siehst okay lo Di nicht so festbremse so kind wie die Gider an ich gucke wie Schall ruf zu kommen das von allem du effektiv für all Niveau an der so rap ist da den aber lo op net so mega viele Plätzen huet lo mir waren dann 7D ich verstehe de Stolpe noch dunner weh op einer Platz schon vorgegangen das aber speziell als Landschaft an ja das lo net unbedingt mat andere Plätzen direkt zu vergleichen ich wollte den froh beantworten für wat technisch de son net me muss das weißt du Papgebers das vielleicht dann schon mal dadurch schon gedacht, ja. Dat kennt eng vun den Erklärungen sinn kommt mal vor 4 run Bierden am Fong Alkeiers an der Tummer bei dir och gemmer eise gercht dat sech dann op froen un Eisi valet so froen die am Suje vum Episode ze dien huet der Tege Schwelle Malulo komme ganz ganz schwere Schwellosfro vun dir. It's quiz time. Die ich froh sagen beim Hund 2 schon drüber geschwart mir das dann gut nur gelöscht dafür machen wir die Quiz auch immer Schluss weil Menschen sei servieren doch schon Antworten verroten hun ja genau das ist auch bei der echter frohe Fall also Tros für Diedling gegründet ersetzt sich für besser Velosinfrastrukturen an rund Diedling an 2024 2019 oder 2010 genug gelöscht hat 2019 das schließt mich run ja genau das ist richtig dann die zweitfroh war das eng Velostroß eng Velostroß das eng Stroß reserviert für Leute am Velo aber wo keinen anderen Drdreh fuhren oder tripppeln also dein Stroß zweitens wo de Velosfuhrer Priorität huet an die ganz bret von der Vorbund dir nutzen de Velosfuhrer dir feine die überhol gehen oder se drittens eng Stroß wo viel Velo und Boden gemolt sehen links jetzt Velo rundum stehen B ja C klingt zwar live méi fir wat gingst du viel Vëllen op de Burdem molen an der Vëllerstross nennen. Gëtt an net so terribel ja, am Land an der Stadt gëtt der pu in der Stadt ja Diedling werd bestimmt doch eng 100 Nee Schnitt das sieht die Platz wo man schon dafür ausgeschwert méi nee Diedling net gët aber nach eng Gemeng wo schwes vu der Moll secher eng huet och am Süden das net da kom ginn se alle Goeten duch also net den Dave Beetebusch richtig ja okay dat techte Wurst an zu Beetebusch Vëllerstross Richtung Leing du de Wëlos fir den du hingeht dat Tech Tankstall wo aber den net Richtung Kockelschall fährt in Richtung Leing de Wëlos fee an du as eng Vëllerstross an Lächtens op der Konferenz sei gut auch mat gedeelt, dat effektiv geschwoen méi Wëllerstrossen nach zu Beetebusch fetten ja die sind du ganz ganz aktiv ganz cool Dir setze dir dann wo als Vëlle Diedling aktiv fir die Strossen an du steuerst Zicherheet woch vum Cyklist den du erwärs ja da muss nuiert de bësse gesinn effektiv op verschiedene Plätze mecht sind Di war net so sinn dat de Wëllosfuer be so als Barrier fir den Autosfuer Golge so am Stil vun okay las Wëlle Di schon iwwerhoelen ich kenint zwei iwwerhoelen an dann as se just genervt vun Dich das schon op de Plätze wo och Echens viel Wollen erwe sinn die Infrastruktur auch so ass der den als Autofuer sowieso schon mi los mcht an dann soll auch eng Wëllostross gin der den für allem auch kann nee vorfir voilà, auch mat kann dann sech könne fir uns bewegen. Okay schon eng drit vor kann ich die noch das bis mir eng opbefro awer fleicht so ich ging die Fläche jiin enke Stelle wëllen so wat fir e Grund fir dich dich ma Vëlo fort ze bewegen. Ich pu Sachen sto können der woch so einfach wat fir Grund fir dich wie hältst du de Vëlo oder gingst du Vëlo hole aus Spaß also wirklich fir einfach een Tour zu fuhren mir auch als praktische Gründe weil ich kein Auto hun also als Transportmittel also voilà, als Familie huet kein Auto an der Tisch steht das für als wir sind nicht Anti-Auto mir aber auch ein bisschen wie soll ich das erklären ja also absolut aus Spaß mir auch aus Necessity ja ist schon tatsächlich kein Velo mir hat aus schade mal Velo immer geplant sind ja die war Futti und Nummer den noch net mat gehol me schon aber ehrlich gesagt doch los Velo zu fuhren voilà me wie gesagt ja not net bequemst mis de Fleisch wirklich probiere so in der woch
man will op der von mir auch schwierig weil schon hat der Grenztisch op der Bellwald kommst immer das ganze wenn dann wie wies ja Also ich muss ganz ehrlich gestohlen ich fuhr am Anfang just an der Vakanzwelle. Freizeit de Vakanz net Freizeit fuhr wirklichchte Vakanze fuhr und an der Vakanz man gern aber so hun ich irgendwo den Drift net an steht am Keller an steht am Keller an steht am Keller ich kennt am Anfang wirklich für September rausfällen. Dat wird vielleicht so Moment von Federenker Schener senken Nee weil am Anfang ich so mal okay an der Vakanz wann machen das war cool an dann hun ich den Zucht dann net so an der Keller zu fährten zwar ganz schmiss dann für dich doch einkehr du an den Haus vom Velo langst ja weil ich mein, die mies da war einkehr also mans pneu kenten riskieren ein bisschen Sprock zu sehen an dritter. Dat changed Wëlle sewer och dat se net verléiert, dat se se wann dit emol mat 3 geléiert hues. Theoretisch kann ent Jore mich spéit nach ëmmer. Ja, das ist schon ziemlich cool effektiv, der den dat fir immer verhält wahrscheinlich. Mhm. Das wie mam Schwammen, wann du dat bis enke geléiert huest, dat kannst doch dein Liewe lang. Ja, dann si wir quasi duch oder huessen eng froh Raul. Nee, ich sinn 3 froh gut. Komm nach eng lacht spontan. Das ist schon ein Thema, weil ich bin ein bisschen holländisch und Holländer sind ja bekannt dafür, einfach wirklich im Alltag die Welle zu benutzen. Aber ich fand mit dieser Ausstellung auch, die übrigens bis Ende September hier am Museum ist. Und zwar? Donnerstag bis Sonntag ab von 2 bis 6. Okay. Voilà, bis den 21. September. Voilà, bei dieser Ausstellung gesagt dann auch, op wie viele verschiedene Niveauen die Leute können passioniert sein über die Welle, ob lo professionelles oder Vereinsleben und die ganze Welt darum. Voilà, kommt gerne gucken. Und vielmals merci, Raul, dass du als Gast wolltest sein. Und das heißt, ein bisschen von Dingen passieren für die Welle mitgehen hast. Merci, dass ich konnte sehen. Das war ein Flutstunde. An erste Rendezvous letzte Freitag am September, da fuhren wir nicht mit dem Velo, wir fuhren eine Woche Eisenbahnsmaterial an das unter dem Boden. Ja, also da gehen wir mal ein bisschen underground. Vielmals merci Marike, merci Anna. Merci auch. Und dann bis nächsten Monat. Ciao, ciao. Ciao.